Der kleine Junge, der fragt dem Großpa, Opa, warum redest du für allein? Ich kann kein anderer Mensch sein, und du bist einfach und vertalst. Warum? Manch einer denkt, nu, okay, der ist beide. Nee, der Opa sagt, weißt du, mit einer sehe ich der einzige Mensch, der mich täuscht. Wenn mich kein anderer täuscht, dann ist keiner, was mich diskutiert. Ich diskutiere dann nicht mit mir selbst. Mit so ist das Völker, wenn ich andere Menschen was vertelle, die wollen immer bloß mit mir diskutieren und keiner will mich richtig täuschen. Und dann vertelle ich einfach mit mir allein, wenn ich die Einzige sehe, was mich wirklich täuscht. Wir schauen diesen Opa, der nicht kann mit seiner Frau oder mit anderen Kindern oder mit irgendwem vertellen, wird einfach sagen, du, ich höre dich mal täusch. Das Täuschen ist eine große Not, die viele Menschen gerne haben. Und jeder hat das Bedürfnis, da gerne Täuschen zu sein. Ich möchte, ich schwer mit Täuschen. Einfach, dass ich eine Geschichte vertellen kann, dass ich einmal meine Feile ausdrücke und Täuschen. Viele Menschen haben sich blockiert, wenn sie niemals haben können, wirklich ihre Feile an wird überbringen dem Nächsten, nicht dem Partner, oder zu den Kindern, oder zu den Eltern, oder zu irgendwem an der Gemeinde. Was ist das bei dir im Leben? Bist du eine Person, die Täuschen hat? Der nicht Täuschen, als so stark, dass sogar in den USA eine Zeitung einen Artikel sieht, und ich hier die für eine halbe Stunde für $100 kann die Täuschen. Und so viele Menschen kommen und verkaufen noch einmal $100 am Nachmittag. Das wird nicht ein Psychologe, das wird nicht ein Seelsorger, einfach jemand, der sagt, so, ich heiße die Tau. Wenn du wirst Menschen Seelsorger merken, Menschen helfen, eine gute Form als Seelsorger, nicht was du sagen kannst. Viele glauben, ich weiß nicht, was ich antworten soll. Vergiss nicht das Wichtigste, was du antwortest, sondern einfach, dass du Täuschen kannst. Für die Bibel ist das auch wichtig. Und da sagt es in der Bibel, in Jakobus Kapitel 1, Vers 19 sagt es, jeder Mensch soll bei sich sein zum Täuschen, langsam zum Reden und langsam zum Dalwaren. Langsam zum Antworten, langsam zum Dalwaren. Als Menschen haben die Bibel gerade umgedreht, so viele Menschen. Erst Dalwaren, und dann reden, und dann zuletzt vielleicht auch noch Täuschen. Aber die Bibel sagt gerade umgekehrt. Erst Harsche, und dann vertalen, und dann, wenn es dann fehlt, dann nachher nach Dalwaren. Wenn du diesen Regenfall wirst, wird das Völker der Dalwaren all gar nicht so neidig sein. Wenn das Völker reagiert, die Person, die weiß, was die alles gesagt hat. Ich dachte, du würdest sagen. Ich habe mich vorgestellt. Und die Vorstellung kann so groß sein, dass man nicht mal wirklich weiß, was die andere wirklich will sagen am Leben. Bist du eine Person, die deinen Partner täuscht, oder deine Kinder, oder deine Eltern, oder ein Prediger, oder Gott herrscht, sind ja viele im Gebet, auch dann ganz klar, dass dann ein bisschen steht zu reden, aber mal herrscht, was will Gott mir sagen, das ist nicht so wichtig. Dann sind die weich, wenn es die Stille, die merkt den möglich. Ich kann ja nicht mal bloß einfach still sein und mal beten, einfach mal herrschen in der Natur, oder beim Bibel lesen, was will Gott mir sagen? Herrschen, Gott hat uns 2 Milch gegeben in 1 Uhr, er hat umgedreht. 2 Uhr in 1 Milch. Dass wir noch so viel hören sollen als reden. So, eine gute Form, die Gesellschaft zu verändern, eine gute Oase zu bilden, ist, die Uhren wieder zu schärfen ab dem nächsten.